Dann merci Paul, dass du da Zeit geholt hast, mal diese kleine Porträt zu machen. Merci für die Invitation. Dann erklär uns mal ein bisschen, was ist die Ocean 7 da? Also, Ocean 7 sind so eine Sammlung von 7 großen Kanälen, also die ikonischen Kanäle, die beginnen an den größten Meeren auf der Welt. Am Schwammen eben und das ist ein bisschen vergleichbar mit 7 Summits am Berg klammen. Das sind so die 7 Gipfeln, die alle Menschen will klammen. Und 7 Oceans sind dann eben die 7 Kanäle, die alle schwimmen, also Langstrecken auf dem Wasser schwimmen, mal einfach so im Leben Welt schwimmen. Biselo hat durch von denen Kanälen geschwommen. Diese Sommer sollte den nächsten, der Catalina-Kanal, und treu kommen. Wie da das durch die aktuelle Situation an Wasser gefallen. Hat das aber dafür dieselbe Strecke am Stau geschwommen. Wie weit können denn überhaupt auf die Idee, die Ocean 7 zu schwimmen? Schon auf der Uni angefangen, den Triathlon zu machen. Du warst notgedrungen, von den 3, die dann über mich mussten trainieren. Und irgendwann hat man nicht mehr so viel gesucht. Und du hast gefragt von einem Kollegen, den hat Lützburg in einem Triathlonsclub, wer bestimmt mit Team will, dann in einer Staffel durch den Ärmelkanal schwimmen. Und in dem Moment waren wir zu 6. Und ich schon immer gedacht, wie kann ich das so selber probieren. Und wie ich aber in einem Boot war mit Themen, wo wir an die andere Seite gekommen sind, habe ich den Pilot gefragt, hey, Leute, wie ist es nächstes Jahr, ich will probieren. Okay. Und so war dann meine Idee da geboren. Paul ist auch nicht just die erste Lützebäuerin, sondern die erste Lützebäuer Person überhaupt, die durch den Ärmelkanal geschwommen ist. Und das hat ihm bis heute auch noch kein Lützebäuer Mann nur gemacht. Die Aufmerksamkeit, die er an den Medien kriegt, hat er aber auch dafür benutzt, für seinen Drama am guten Zweck zu verbinden. Ein ganz guter Kollege von mir, den Janik Linas, hat eine Leukämie-Diagnose gekriegt. Und er war damals auch mit dem Boot, wie wir die Staffel geschwommen sind, weil wir sind damals schon für das Plüschterprojekt geschwommen. Und schon daneben gedacht, okay, das hat schon immens viel Aufmerksamkeit gekriegt. Und ich werde nicht auch, wenn wir schon lange schwimmen, das ganz für den nämlichen Zweck machen. Dann nur am Training aus. Wie muss ich den Job selbst vorbereiten? Also ein richtigen Trainingsplan geht dann von mit, weil es immer ganz individuell vom Schwimmen aufhängt. Gehen viele Leute, die trainieren viel zu viel. Kommen nicht tun, weil sie sich am Training Futti schwimmen quasi. Es gibt Leute, die mit mir in England trainiert haben, die echt so als Luftikussen matt geschwommen sind, die haben gepackt. Aber das waren dann auch Leute, die sich nicht wirklich Gedanken gemacht haben, war doch ganz wichtig, dass die sich nicht so viel vorstellen. Aber so am Schnitt ist es so, dass ich ab September bis in eben kann und dort Wasser also schwimmen, aber so 25 Kilometer an der Woche so schwimmen. Und dann ab Mai, wo ich wirklich lang dabei schwimmen, bis zu 6 Stunden den einen Tag und 7 Stunden dann den anderen Tag wie ganz am Wasser sind. Das ist so das Maximum. Das möchte ich dann noch alles nicht am Neopren, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. All die Kanäle haben die nämlich Regeln und das sind Regeln von dem ersten Mann, der durch den Ärmelkanal geschwommen ist. Okay. Früher, das war 1875 oder 76, ich weiß es nicht, hatten sie okay Neopren. Der Tisch stehen also Schießersänger vom Box geschwommen. Und seitdem sind die Regeln eben so, dass die keine Hölle vorbei kann holen. An Hölle vorbausen ist eben noch ein Neopren, den ihn dreht, oder eben Flossen oder man ein Brett schwammen, so Sachen. Der Tisch, ja. Der Dienst war in der Wunde aus sein Mayo, sein Schwammkap, der Schwammbrüll und Ohrenstöpp. Okay. Das ist es schon. Und wie hast du dann heute Angst für uns Respekt? Ich hatte keine Angst mehr, einen Wegrespekt. Also ich meine, definieren und schätzen, was du möchtest. Das aber nicht, was so ohne ist. Und kann aber ein bisschen etwas geschehen. Aber Angst meint das nicht gut, weil das ist auch immer zu einer gewissen Art, was lebt, weil dann Sport nie gut ist. Okay, ja. Das Ganze ist ja wahrscheinlich nicht nur körperlich eine Challenge, sondern auch mental, wenn du so lange am Wasser ist. Muss du auch am Voraus darauf vorbereiten? Definitiv. Geht immer gesagt, dass Ärmelkanal oder all die Kanäle schwammen 80% mental, also 20% körperlich. Das ist schon mit einem Sportpsychologen zusammen geschafft, dem man da geholfen hat, verschiedene Videos gehen hat. Und voilà. Ich werde auch weiterhin mit Team zusammen schaffen,
weil einfach, stell den sich normalerweise froh, das ist normal, mit dem in dem Moment nicht so viel an irgendeine Lachfälle, weil das kannst du einfach nicht mehr raus, das sind einfach zu mit. Und das lehrt ihn einfach dann immer da umzugehen, für sich aus dem Zweifel rauszuziehen, respektive nie dran zu kommen. Da kommen wir vielleicht noch ein bisschen drauf zurück, für was das Ganze, für was die 7 mir eigentlich da? Ja, also die Frage ist so oft gestellt. Aber ich kann da nicht richtig so. Ich war immer in einem Sport. Ich habe die Uni angefangen mit Laufen und schon dann direkt einen Marathon laufen. Ich habe schon Triathlon gemacht, schon direkt einen halben Ironman gemacht. Ich bin immer irgendwas, du kein Moos kennst. Und das hat mich nicht losgelöst, das Landstrecke schwimmen und noch den Challenge. Und ich meine, das ist immer wichtig zu wissen, wie weit kann ich gehen. Nur ein ganz interessantes Gespräch in NRW sind wir dann aber auch an der Schwamm gekommen. Der Platz, wo sich mittlerweile ein guter Teil vom Polsänger Woche aufspielt. Was dem Pol sehr gut Langstrecke schwimmen gefällt, ist, dass der Unterschied zwischen Frauen und Männern an der Disziplin nicht ganz groß ist. Ich meine, es sind 19 Leute, die 7 alle geschwommen sind. Und darin meine ich, sind aber 8 Frauen. Das ist das Ball identisch, Frauen und Männer. Und das effektive Sport, wo die Ausdauer mehr wichtig ist wie Kraft, weil Kraft spielt immer was. Und du weißt es einfach, dass Frauen eigentlich für die Dauer vom Sport mehr lang geht, eigentlich der Performance vom Mann mehr kommen. Das gefällt mir ganz gut drin und das ist eigentlich ein Sport, wo die Menschen viel Gleichberechtigung gibt. Wenn ihr den Ärmelkanal guckt, die erste Frau, die 3-mal durchgeschwommen ist, das war eine Frau. Die erste Person, die 4-mal durchgeschwommen ist, also 2 Jahre hier, war auch eine Frau. Und das hat noch jemand gepackt und das ist die Reizdatmisch natürlich. Pol hat dabei feststellen, dass noch lange nicht jeder das gefällt und hat auch oft Erfahrung gemacht, als Frau in der Schar zu gehen. Also es gibt ganz viele positive Erfahrungen. Ich meine, eine Frau, die ich irgendwie ganz oft gestaltet kriege, nicht nur von Männern, mit denen ich immer stehe, dass wenn die 7 geschwommen was dann, da kriegst du ja aber Kanner. Und dann denke ich mal, der Mann ging das nicht gefragt gehen, die kennt Kanner kriegen und die 7 schwammen mehr, was dann eine Frage ist, das also die offensichtliche Frage, die Leute meinen, sie müssen da stellen. Das ist zum Beispiel etwas, was mich nervt. Ja, und sie sind sicher Männer, die dummer da gar nicht Dienst gehen. Es gibt immer Männer, die mich froh für was ich dagegen machen, dass ich ein Problem habe. Ein anderes Beispiel, echt Witzbäuerin, der Sternmelkanal, da können wir froh, wie war dann der nächste Mann? Ja, kein. Das ist ein anderes Beispiel. Das hat mir immer geschieht. Und dafür habe ich immer irgendwo angefangen zu suchen, sind die echt Witzbäuer Person. Die das gemacht hat, weil das wahrscheinlich so genervt hat. Und dann gefragt, an echten Mann, die ja noch gehen. Also, den Namen kann alles tun, kann gerne nicht machen. Ja, das ist noch nicht geschieht. Dann hat uns noch von der großen Nacht an dem großen Dach selber erzählt, wo er durch den Ärmelkanal geschwommen ist. Wenn ich zurückdenke, könnte man so viel, wie wenn ich nicht gejämmert hat, mich nicht aufgeregt hat, alles tipptopp gegangen wie. Aber die Leute, die mit mir im Boot waren, die so etwas ganz anderes. Also, das wirklich ein ferner Moment war. Ja, den Anfang war immens schwer. Ich bin um 10 Uhr dann nicht hochgeschwommen, war stark deich da. Nach 2 Stunden, wenn wir schlecht gehen, dann bin ich lieber gehen, dann ist es besser gegangen. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, wenn du weiterfährst so und übergehst dich die ganze Zeit, da kannst du nicht tun. Dann, nach 4 Stunden sind wir geschlafen. Gut, mal alles schon einen Kaffee zu trinken, das ist auch schon gut gegangen. Ich meine, was der Sonnenaufgang und die Menschen geholfen. Ich meine, es gibt nichts mehr Schönes, wie du im Jetzt schwimmen und dann den Sonnenaufgang zu sehen. Du merkst am Anfang, wenn die letzten Stunden bis du könnt, du kriegst ja alle Stunden zu essen. Und ich habe immer Boot geguckt, dann habe ich gesagt, sie präparieren wir etwas zu essen. Das ist eine 9 Stunden am Gang. Dann bin ich das Umboot, also ein kleines Motorboot drauf, weil sie nicht können mit dem Fischerboot so nur in die Küste gehen, weil das ging ablaufen. Und du wusstest, okay, sie machen sich bereit für bis zum Schluss.
Du warst schon Lichter, dann wird ich nicht realisiert, dass ich auf der Platz angekommen bin, wo ich immer wollte kommen. Das ist Cap Griné. Das ist ein Restaurant, den ich La Sirene. Und der Besitzer vom Restaurant gesagt, die Schwimmer hier von weitem kommen, man Boot an der Wacht. Entweder für uns im Restaurant oder hin vom Strand mit einem Glas Champagner so schwimmen. Und ich fand die Geschichte immer so cool. Und ich schon recht, wie ich die Rampe hochgegangen sie realisiert, dass effektiv ich da rauskomme, sind natürlich schon mit der Kippchen durchstehen. Madame, merci Paul für alles, was du uns erzählt hast. Ja, geschieht. Ich so, merci. Das gern geschieht. Ja, adi. Alles an allem war es super flott, Paul kennenzulernen. Und er hat natürlich unseren größten Respekt für das, was er schon alles gelesen hat.